Ich habe das Video fertig aufgenommen. Ich habe Audacity an, ich habe die GoPro an, aber ich habe die Kamera nicht angelassen, wo ich die ganze Zeit reingeredet habe. Egal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der glaubt euch wieder voll mit Informationen, die ihr gar nicht braucht. Und zwar habe ich heute wieder Info. Und zwar habe ich ein paar krasse Sachen zu erzählen. Ich fühle mich gerade so dumm, weil ich es schon einmal gesagt habe. Und zwar habe ich scheiß Reichweite auf meinem YouTube-Kanal und ich erreiche kaum neue Leute. Zu meinen Stats kann man sagen, dass die Videos von immer etwa gleich viel angeschaut werden. Und die meisten sind auch Abonnenten. Ist gut. So, aber ich will neue Leute erreichen. Darum habe ich mir überlegt, ich kann ja TikTok und Instagram als Reichweitenplattform missbrauchen. Oder? Kann ich. Also habe ich mir einen Instagram- und einen TikTok-Account erstellt. Und zwar beide mit dem Namen Eric2Go-Shorts. Hier der Name. Wenn ich es breche, hier, da, der Name. Genau, dort werden so zwischen 7, 8 und 20 Sekunden Clips kommen, vielleicht mal länger, vielleicht mal kürzer. Und das 7 Mal in der Woche, einmal am Tag. Genau, wenn es euch interessiert, könnt ihr dort auch gerne noch ein bisschen subben und liken und genau. Es wird parallel auf beiden eigentlich der gleiche Content kommen, etwa. Auf Instagram kann man vielleicht noch ein paar Bilder, aber wenn man auf Insta reinfolgt, verpasst man, glaube ich, nichts von meinem irrelevanten Leben. Und heute, wo das Video rauskommt, soll das erste Tiggeri Toggeri und Really rauskommen. Die sind in der Beschreibung und wenn ich es schaffe, ist sie auch in der Endcard. Dann müsst ihr nicht nachher noch blöd in die Beschreibung runter, sondern das Video fertig schauen. Genau, und das war es eigentlich gewesen. Das Video ist gar noch nicht fertig, ich habe die voll verarscht. Das Video ist gar noch nicht fertig, ich habe dich voll verarscht. Und zwar habe ich noch etwas anderes, sehr Interessantes. Und das ist, dass der erste Eric Hoodie unterwegs ist. Ich habe den ersten Print gemacht, und zwar für den Michi. Ich würde euch das hier nicht sagen, wenn der Michi das Design schon gesehen hat. Noch nicht gesehen hat. Und so sieht er vorne aus. Alter. So sieht er vorne aus. Oben mit meinem unkreativen Namen. Und weiter unten ist noch QR-Code. Ich tue den hier auch noch mal gross einblenden. Den könnt ihr jetzt mal testen. Und der führt nämlich zu einer Porno-Seite. Nein, Spaß. Zu meinem Kanal. Und der Backprint, das ist einfach die Special One, First One, V1 Edition für den Michi. Das war nämlich für seinen Geburtstag. Der Backprint sieht so aus. Ja, Erik und Michi und wir dort so ein bisschen rumhomoen. Ich habe geplant, die dann auch in größeren Stückzahlen zu drucken. Also nicht das Design, das ihr jetzt gerade gesehen habt, sondern eins, das noch nicht existiert. Und zwar, wenn ich so 10, 15 Hoodies bestelle, dann kommt es pro Stück nur noch irgendwie auf 30 Franken oder so. Und dazu werde ich auch noch Sticker machen. Das heisst, dann würde ich überall noch Sticker reinfetzen. Und jeder, der will, kann so einen Hoodie bei mir verlangen. Die meisten Leute werden auch Leute sein, die mich kennen. Die können mich privat anschreiben. Und Leute, die meine Nummer nicht haben, die können dann bei einem zukünftigen Video drunter schreiben, ob sie so einen wollen. Ich zeige natürlich dann auch noch zuerst das Design, bevor sie auch bestellen. Dann verticke ich Hoodies und mache Minus, aber es ist Werbung für meinen Kanal drauf. Und ich glaube, ich muss das Ziel ein bisschen umschreiben, von auf Fanta-Fläschchen kommen, weil ich glaube, Fanta ist gerade ein Nummer zu gross. Und zwar setze ich das auf Sinalco-Fläschchen, weil Sinalco ist mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Und wenn der Wushu Werbung macht für die, dann schaffe ich das so, Mann. Junge. Ich habe mit 20 gelassen. In dem Fall bis nächste Woche zum nächsten Vlog, wenn es wieder heisst: Der Erik macht den Vlog!